Hobbs und Lila geniessen den schönen Abend in ihrem Lieblingsbaum auf ihrem Lieblingsast. Von dort aus sehen sie den Himmel mit den Sternen so extrem gut. Hobbs sagt zu Lila: Das ist schon eine extreme Geschichte. Der Abraham soll seinen einzigen Sohn, wo er so lange darauf gewartet hat, Gott schon wieder zurückgeben. Ja, das ist mega krass. Das hätte ich einmal nie gemacht. Stell dir vor, du hast so ein herziges Baby-Eichhörnchen, das schönste auf der ganzen Welt, hast dich total drin verliebt und dann sagt dir einer: Ich nehme dir das Eichhörnchen jetzt wieder weg. Ich würde total durchdrehen. Ja, das ging mir auch so. Aber der Abraham hat Gott 100% vertraut und sich gesagt, Gott weiss, was er macht. Ja, und Gott hat sein Versprechen gehalten. Der Isaac durfte weiterleben und Abrahams Nachkommen sind so viel geworden, wie Sterne am Himmel hat. Jetzt schau mal hoch und zähl. 1 Stern, 2 Sterne, 3 Sterne, 4 Ich habe Sterne. nicht wirklich gemeint, dass du sie zählen musst. Das geht ja gar nicht. Lila, Ja, was, Hobbs? meinst du, das gilt heute auch noch, dass Gott seine Versprechen hält? Da glaube ich fest dran. Manchmal braucht es ein bisschen Geduld und wir müssen ihm halt einfach vertrauen. Und weisst du was, Hobbs? Was, Lila? Wir können jeden Abend auf den Baum hoch und die Sterne anschauen. Und dann wissen wir, Gott hat etwas Besonderes für mich parat. Ich muss mich nur ganz fest an Gott haben. Die Sterne werden mich immer daran erinnern, dass Gott auch hält, was er verspricht. Ja. Das ist eine schöne Idee. Da bin ich dabei. Das war das Letzte, was man von Hobbs und Lila gehört hat. Sie haben nichts mehr gesehen. Man hat nur noch ein leisliches gehört. Im Jeremia Kapitel 29, Vers 11 steht: Mein Plan für euch steht fest. Ich will nicht euer Sohn Glück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie euch erhofft. Das sage ich, der Herr.